Den 1. Juni hat den Index sein 100. Geburtstag gefeiert, den 1. Juni 2021. Das ist noch nicht ganz lang hier. Und an der langer Zeit hat viel Krise gesehen und viel Krisen überlebt. Gouf auch immer an der einer oder anderen Form vorgezogen, der Wurekurve soll geändert, manipuliert gehen, den Index soll doch mal gedeckelt, verrickelt oder ganz ausgesät gehen. Auch für nicht allzu langer Zeit, ich meine, Herr Bauler hat auch daran erinnert, hat man Krise im belgische Frank, Bankenkrise und so weiter, wo ja auch dann die großen Diskussionen wären. Für uns auf jeden Fall bleibt den Index ein wichtiger Pilier vom Lützeburger Modell an den Garant vom sozialen Frieden. Und das ist kein Mechanismus für Gehaltsabbesserungen, wie Einzelne doch proposieren. Und das ist nicht dafür gedurcht, nicht dafür geagent. Wir soll just aufgrund von einem zuverlässigen Automatismus den Verlust von der Kaufkraft durch die Inflation ausgleichen. Wenn wir am Blick eng hohe Inflation haben, als den Index nicht an Diskussion geraten, wird die Diskussion an ihrer Verrickelungsvariante gefeiert. Der gouf am Tripartitsakkord, wo wir jetzt zurückbehalten, an das auch heute der Kern vom Gesetzesprojekt, den wir diskutieren. Viele Leute kriegen am Blick die zwei Ender nicht mehr zusammen. Wir leben in einer Zeit, an der immer mehr Leute existenziell Sorgen haben. Die Inflation ist auf einem Niveau, wie wir in 10. Jahrzehnten nicht mehr gekannt haben. Schulden sind zum Teil nach Konsequenzen der Pandemie, aber auch die Geldpolitik von der Europäischen Zentralbank, hausgemachte Steuern und Tarife. Ich muss da widersprechen, Herr Bauler, der hat gesagt, keine Steuererhöhung gegen Kohlendioxidsteuer zum Beispiel, wird nächste Januar geheischt, das hausgemacht. An die kontraproduktiven Effekte von der Sanktionspolitik und dadurch die enorme Inflation bei den Energiepreisen. Herr Präsident, an dieser Situation will mir als ADR ganz klare Message gehen. Wir bekennen uns zum Index, weil den normalen Indexmechanismus nicht außer Kraft setzen. Den Index ist ja ein wichtiger Pilier, wie gesagt, vom sozialen Frieden, an einer Natur wie der Wirtschaftsstandort Lützeburg, genau du wennst. Wir kennen aber auch ganz genau Sorgen von unseren Entreprisen. Bei der Tripartit wäre mir da, wenn es auf den Weg gehen für die Betriebe noch viel mehr zu stärken und zu unterstützen, dafür aber das Indexsystem integral zu präservieren. Wir begrüßen aus sozialen Gründen, dass wenigstens Steuerkredite angefeuert werden für den Ausfall von der nächsten Indextranche für mannerhohe Revenuen oder das Verleben der nächsten Indextranche für mannerhohe Revenuen zu kompensieren. Aber Steuerkredite sind kein Kaufkraftausgleich für jeden Verein. Als Steuerkredite haben noch hier Nachteile. Es gibt zum Beispiel keine Sozialchargen, ob sie bezahlt wie Pensionsbeiträge. Den OGBL unterstreicht auf auch zu Recht, dass die Kompensationen steuerfinanziert sind und dummer zum Teil von denen Matt bezahlt gehen, die sollen davon profitieren. Viele Teile vom Revenu gehen nicht kompensiert. Überstunden, Sondes, Nutzerbe, Schichten, Primen und so weiter. Da wenn das Argument von einer teilweise Überkompensierung an Eisen nicht überzeugend. Daher besteht auch darauf, dass Verluste bei den Familienzulagen, die recht kurz im nächsten indexiert werden, müssen weiter integral kompensiert gehen. Herr Präsident, ich möchte euch sagen, dass die Regierung anscheinend zusätzliche Kompensationsmodell gewählt hat, bei dem bei gleichem Gesamtabkommen von einem Staat, die zu zwei schaffen gehen, besser wegkommen, wie die mit einem engem Revenu. Daher vertritt konsequent das Familienmodell, den Familie soll stärken, an dem sie Familie kann souverän, ohne alle Form von staatlicher Benotelegung kann dezidieren, welches Lebensmodell für sie der richtige ist. Eine Benotelegung von einem Modell, gegen die wir einem anderen, können für uns nicht froh. Heißt also so, dass auch die also die alleinerziehenden Leute besonders leiden. Herr Präsident, wenn eine Partei sich zum Index bekennt, für mir das machen, muss sie aber auf die vier vom Blick ein kredible Antwort tun. Du wennst du ja insistiert, dass Betriebe sollen massiv unterstützt gehen, für den Indexsystem beizubehalten. Der Finanzvolumen, den ist ja ganz groß, 800 Millionen am mehr, die wir holen, für Kompensationsmaßnahmen zu finanzieren, hätte können holen, für Betriebe zu stärken, als sie mehr kompetitiv zu machen. Das wäre ein reelles Investiment an als ökonomische Zukunft gewesen. Wir kennen den Forderungskatalog von unserer Industrie an unserem Handwerk. Aber die DDR hat genau den Katalog zusammen mit unseren Betrieben in Angriff geholt und an die Realität umgesetzt. Wir hätten eine voluntaristische Wirtschaftspolitik gefeiert, etwas, was diese Regierung nicht bringt. Verlagerung von einem Teil vom Index auf das Staatsbudget in Form von Steuerkrediten als mittelfristig keine gangbare Lösung.
Durch Gambia-Politik aus den letzten Jahren als das Land so hoch verschuldet, dass wir schon nur um den 30% vom Bruttoinlandsprodukt Schulden leihen, die wir nicht wollen und nicht dürfen erreichen. Das ist ein Unterschied zwischen unserer Finanzanalyse und der von der LSAP. Auf diesem Punkt, weil die LSAP hat einen ganz labberen und unverantwortlichen Umgang mit der öffentlichen Schuld. Wir nicht. Wir sehen die als ein Gefahr. Wir riskieren nämlich den Verlust vom AAA mit potenziell ganz schlimmen Konsequenzen für die Finanzplätze und damit für unsere Ökonomie am Allgemeinen. Wir können nicht allweiter Indextranche über neue Schulden finanzieren. Aufhängig vom Verlauf von der Inflation kann es sein, dass Tripartit nicht geschwind zu Summe kommt. Das ging man dann natürlich begrüßen, weil wir das Tripartit bekennen. Aber auch hier ist unsere Message klar, der Weg über das Staatsbudget, über Steuerkredite, kann nicht repetitiv den anscheinend mehr bequemen Weg sein oder bleiben. Als Verschuldungskapazitäten und Grenzen und noch Schulden müssen zurückbezahlt gehen. Dowens muss ich alles machen, wie die Betriebe so viel zu helfen wie nicht mehr möglich. Dazu gehört, dass besonders energieintensive Betriebe müssen massiv geholfen kriegen. Der weist nach einmal darauf hin, dass die aktuelle Sanktionspolitik den Krieg kaum beeinflusst, aber für allem meist selber schuld. Für uns wies das Risiko, dass energieintensive Industrien Europa verlassen, neben dem Carbon Leakage durch ein DAX unvernünftig radikale Umweltpolitik kriegen wir dann auch noch ein Sanctions Leakage. Da muss ich der CSV auch sagen, sie hat auch auf verschiedene Foren aufmerksam gemacht. Auf der anderen Seite ist es die Partei, die einen direkten, kompletten Embargo auf Gas Lieferungen verlangt. Ja, was wird dann die Inflation darüber, wenn die Politik umgesetzt wird, das ist nicht kohärent. Da der Frieder eine Anpassung von der Steuertabelle und Inflation, die an Eisenern schon lange überfällig ist. Am Platz Steuerkredite zu bezahlen, soll der Staat auf Steuern verzichten, die hier überhaupt nicht so gut tut. Wir haben als ADR außerdem auch verlangt, dass der Mindestlohn soll steuerfrei sein. An der letzten Woche hat man plädiert, dass der Spritpreis immer unter dem niedrigsten Niveau von unseren Nachbarländern muss leiden. Und das, als wenn alle Parteien refusiert gehen, außer wenn der CSV die sich enthalten hat. Aber da muss ich wirklich froh, wo ist der ökonomische Verstand? Weil das noch einmal zu unterstreichen, dass das ein ganz wichtiges Reset an unserem Staatsbudget ist. Und das auch ein Sozialmaßnahme am döble Sinn, Leute bezahlen Männer auf der Tankstelle, was ganz wichtig ist. Und wir können ja die Resetten, die wir am Staatsbudget haben, dann nicht umverteilen zu halten zu Sozialtransferen. Ich meine, wenn diese sozial- oder sozialistische Parteien so eine Maßnahme nicht mitstimmen, ist nicht zu verstehen. Aber wir müssen aber es wirklich wundern, dass die Gerinheit nicht ein Plädoyer gehalten haben gegen die 7,5 Cent. Das ist nicht viel nulllos und der Pumpe und auch nach so, und das wäre falsch, alle Notbeschländer gehen auf dieselbe Weg. Bei der CSV muss ich noch so, und jetzt ist schlecht oriental, an der Maßnahme, und ich gesehen du nicht so richtig den Unterschied zwischen der alten CSV und der neuen von dieser Woche, weil ich meine, wenn wir das heute gingen zur Debatte stellen, die Resolution, die wir letzte Woche beurteilt, ging das dann denke ich mitstimmen oder nicht, weil die den Diskurs, den ich auch respektieren, die so das, was mir so in diesem Kontext mit dir stimmt, aber auch nicht, wie das letzte Woche gemerkt hat. Die hat das auch können unterstützen. Da der hat ein Ersatzbetrieber, der nach über den Forderungskatalog rausgeht, den wir ja kennen, von der FEDIL, vom Handwerk und so weiter. Wir hatten zum Beispiel für kurzem noch gefordert, dass auch die Kompensationsmaßnahmen abfeiern, weil Leute aus dem privaten Sektor, die da ausgebildet wurden, auf Kosten vom privaten Sektor, wenn die bei der Staat wechseln. Da müsste ein Kompensationsmechanismus geschaffen gehen, für das dann der private Sektor dafür kann entschädigt gehen. Dieses Projekt de loi können wir aus den genannten Gründen nicht unterstützen. Wir bekennen uns, wie gesagt, zum Indexmechanismus. Wir sind aber prinzipiell froh, dass die Keier überhaupt noch eine Lesung an der Tripartit-Fond gab, auch wenn es nicht die ist, die als Präferenz hat und auch wenn sie nicht von Schiedsverrängen kommt, unterstützt gehen. Wir sollen dem Patronat an die Gewerkschaften, und zwar alle Gewerkschaften, merci für den Einsatz, den sie für unser Land an uns Leute gewiesen haben, weiterweisen. Es kommen schwere Zeiten auf uns durch, und wir brauchen alle Sozialpartner für ohne Streit und unnötige Konflikte zusammen Lösungen zu entwickeln. Tripartit muss sich an diesen Zeiten beweisen, so wie sie es schon früher gemacht hat. Herr Präsident, für unseren Ansatz für Betriebe aber noch zu dokumentieren, wollte man eine Motion auch überreichen, die eigentlich just das Prinzip festhält,
dass man sollen Betrieber so weit unterstützen, dass man können den Indexmechanismus ohne Einschränkungen beibehalten und können sicher sein, dass das Betrieber dadurch packen. Ich so nicht mehr sehen.